Ja, grüß euch, Bannand und einen Sakrischgurden. It's Kasperl. Loi, ich habe euch gerade nochmal ein Video zur Veröffentlichung bereit gemacht. An diesem wunderschönen Samstagvormittag. Das erscheint jetzt am diesen Samstagabend und ich mache jetzt hier noch eins fix. Es geht hier um Retromet. Und hier, Drachenlord macht Real Talk, heißt das Video, oder? Heißt das so? Oder? Es heißt einfach nur Drachenlord Real Talk. Und ich dachte mir, okay, das hört sich interessant an. Da schauen wir mal rein. Das ist auch wieder ein bisschen älteres Met. Und ihr werdet es gleich sehen. Ich habe ganz kurz rein, wegen der Lautstärke-Einstellung. Der erste Satz hat mir schon gereicht, um zu wissen, okay, das schauen wir uns an. Da ist das Met-Potenzial relativ hoch. Ihr werdet es sehen. Man sieht es ihm an der Fresse an, ne? Der Mund ist klein, die Stimmung neutral. Das ist absolute Grundvoraussetzungen für 1A Qualitätsmet. Und dann hoffen wir, dass wir das auch bekommen. Wie gesagt, ich kenne das Video nicht. Ich arbeite jetzt einfach Dinge aus auf der Vergangenheit, die ich noch nicht gesehen habe. Und ich hoffe, die meisten von euch gefällt es ja auch. Genau. Heute haben wir keinen Dragon Ball aufgenommen. Ne. Haben wir keinen Podcast aufgenommen. Udi hat keine Zeit und ich habe auch kein adäquates Thema gefunden in der Zeit. Wenn wir wieder ein Thema finden, auf das wir beide Bock haben, dann geht es dann darum. Ich werde euch nochmal ein separates Video aufnehmen zur Schanzenfest-Thematik, auch wenn ich das so nicht nennen will. Und diese ganze ApoRed-Nummer, ich wollte schon auf das Carina Pusch Video reagieren, dann sind neue Sachen gekommen. Es kommen irgendwie wieder täglich neue Videos, wo irgendwelche Leute, die vorher die Aussage getroffen haben, jetzt eine andere Aussage treffen. Außerdem sind die Hauptzeugen ist Simex und Leute, die sie mit Simex abgeben und keine Ahnung, ne? Ich möchte einfach wissen, was da Fakt ist, weil da ist zu viel Spekulatius auch drin für so ein ernstes Thema. Und dann möchte ich mir irgendein Werk herausnehmen, auf das ich da reacten kann, wo man vielleicht auch so ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen Leichtigkeit in das Thema reinbringt, ne, aber das hier ist ein Unterhaltungskanal, ist eigentlich ein Comedy-Satire-Kanal und das halt bei akuten Vorwürfen in dieser Richtung schwierig zu managen. Hier so eine gewisse Leichtfüßigkeit zu behalten und einen gewissen Humor, Comedy, Satire-Aspekt mit reinzubringen, ohne irgendwie taktlos zu werden. Und da ich nicht reiner Winkler bin, mache ich das halt erstmal nicht, sondern schaue erstmal, wie sich die Situation ergibt. Wir müssen schauen, wie wir es am besten umsetzen. Situation letzten Endes. Ihr wisst Bescheid. Dementsprechend bleibt mir nicht mehr zu sagen, außer hockt's euch her, Sammermehrer. Reißt's eicher Häube auf. Denn mir gingen in Ding, ist hier Zeug? Genau, in Rainer. Metal und Servutz, Rainer. Das allererste, was mir auffällt, Rainer, deine Karberdose steht schief. Auf der die Kamera steht, die du hier. Rainer, du hast doch ein Stativ. Benutzt doch das. Gib dir doch ein bisschen. Ich sehe doch daran, wie die Kamera da steht. Und spätestens, wenn ich einmal kurz gecheckt habe, wo ist der Frame, wo muss ich stehen, damit ich in der Mitte vom Frame bin, checke ich doch, dass die Kamera schief steht. Es macht mich irre, Rainer. Aber vielleicht hat er hier nur von dem Blind Guardian Poster auf diese Sanduhr geschaut, weil die ist jetzt gerade, weil die auf dem Poster schief drauf ist. Vielleicht war es das. Aber es macht mich wahnsinnig einfach. Mette Leute, Servus und herzlich willkommen beim Drachen. Und jetzt wisst ihr, was ich gemeint habe, ne? Das hier die gute, neutrale Stimmung. Aber was uns auffällt, das war zu Zeiten, da war er noch körperlich in der Lage, anscheinend für 10 Minuten zu stehen. Ne? Gut, seine Dulli-Faust Geste am Schluss, die darf natürlich nicht fehlen, weil er ist ein krasser Anime-Charakter. Aber So, zunächst einmal
die Ansage, sorry, dass ich jetzt alle 2 Sekunden unterbreche, aber die Ansage, so, zunächst einmal, das ist, wie wenn eure Eltern gerade anfangen mit einem massiven Anschiss, ne? Problem, Reinhard, wir sind alle erwachsene Leute, die hier zuschauen, und du bist nicht in der Lage, irgendjemanden von uns mit diesem Ton anzusprechen. Ne? Wundert man sich wieder, warum der Mann so unbeliebt war. Drachenlord ist tot. Ja, das auch wieder, Drachenlord ist, das war schon nicht glaubhaft, als du es ohne Video, sondern nur mit Text irgendwie über Twitter damals gemacht hast. So glaubt es ja eh kein Mensch. Und nur weil du das Ding jetzt hier anders nennst und es Drache offiziell genannt hast, solange der Content der gleiche bleibt, solange du der gleiche bleibst, solange sich nichts verändert an der ganzen Nummer, macht es halt keinen Unterschied, Digga. Ja, Ruhe in Frieden, Drachenlord hat das Ganze geheißen. Ich habe auch im Video selbst Drache und Rainer gesagt, ja. Das hatte aber eigentlich einen anderen Grund und tut im Prinzip nichts zur Sache. Zunächst mal, ich bin am Leben, das sieht man. Allerdings ist Drachenlord. Jetzt denken sich alle, hä? Was? Wie kann das sein? Was genau meinst du damit? Naja, zunächst einmal. Nein, das denken wir uns nicht. Jeder von uns weiß, was du für ein pathetischer Trottel bist, und das soll jetzt halt hier irgendeine überdramatisierte Rainer, den ihr gekannt habt, der existiert nicht mehr ab heute. Es ist halt wieder irgendeine Wannabe-Qualitätsoffensiven, bla bla. Er hat sich ja gedacht, vielleicht dieses Drachenlord-Ding ist irgendwie verbrannt im Internet. Ich will aber eigentlich denselben Shit weitermachen, mich mit Barne bewerfen lassen. Jetzt nenne ich es halt anders. Es ist halt jetzt immer Drachenlord, jetzt ist halt Drache offiziell. Meine ich damit, dass ich diese Videos, wie ich letztes Jahr gemacht habe, wo ich übelst über irgendwelche Kasper abgeraged habe, nicht mehr machen werde. Oh, stimmt, die Hater werden nicht mehr erwähnt. Da sind wir mal wieder. Hatten wir ja in den letzten Videos über die Jahre hinweg auch schon. Ne? Da waren ja Videos dabei, stellenweise Vlogs, ne, von 2014, wo es dann auch schon wieder hieß, ne, die Hater, die werden nicht erwähnt, etc. Und jetzt sind wir ein paar Jahre später und es wird wieder angekündigt, ja, jetzt, letztes Jahr, da habe ich noch über die Hater gesprochen. Aber dieses Jahr. Ich werde auch nicht mehr auf diese Typen eingehen. Es wird ab und zu mal ein Video dafür geben, habe ich ja schon gemacht. Also, er geht da nicht mehr drauf ein und die werden kein Thema mehr sein, aber er wird ab und zu mal Videos drüber machen. Okay, Aber das Rainer. war's. Ansonsten wird es solche Sachen geben, wie zum Beispiel mal das Top 10 Video, das jetzt demnächst kommt, falls es nicht schon kam. Was Etzler demnächst kommt, ich weiß nicht welches Top 10 Video er gemeint hat, er hat immer so extrem cringige Videos gemacht, so Top 10 lief ja damals. Ne? Also Top 10 war ja damals hier mit Watch Mojo und wie sie nicht alle geheißen haben, diese Kanäle, das hat ja Klicks gefarmt, noch und nöcher. Wenn man es halbwegs anständig gemacht hat, ist das eine relative einfache Methode mit wenig Aufwand, viele Klicks auf so ein Video zu ballern. Wenn du aber so eine Nummer machst wie er, ich erinnere mich noch an, wo er da die Metal-Legenden oder sowas da geschauspielert hat, also über-cringe. Zunächst mal, es hat zwei Gründe, dass ich das gemacht habe. Ich wollte meinen Kanal auf Drachen umbenennen. Das schon lange überlegt, wie ich das anstelle. Und dieses Hashtag Ruhe in Frieden Drache, dieses Hashtag ist nicht von mir. Das kam bereits nämlich von irgendwelchen Arschlöchern, die wieder mal Scheiße wollten. Was ist zurzeit los? Vielleicht hat es der eine oder andere schon gemerkt. Es ändert sich etwas. Und da war ein Schnitt drin, habt ihr das gesehen? Rainer, es ändert sich genau gar nichts. Du bist halt gerade wieder Matt. Ne? War das hier, nachdem er mal wieder seinen Tod vorgetäuscht hat und jetzt will er das rechtfertigen? Ist das von da? War das ist das hier Anfang 2016? Ich glaube Ende 2015 hat er seinen Tod vorgetäuscht, oder? Dann müsste das hier Anfang 2016 sein. Es ändert sich so viel, oder besser gesagt, es ändert sich insoweit etwas, dass plötzlich alle mit brutaler Gewalt versuchen, mich wieder dazu zu bringen, dass ich über sie rede. Ja, und was bringt es euch dann? Die Witze sind mittlerweile ausgelutscht. Ihr habt mittlerweile sogar Nacktbilder von mir gepostet. Ja, mein Gott, ich gehe auch in die Sauna. Interessiert mich doch ein herzlichen Furz. Ich gehe auf FKK baden und allgemein FKK gehen. Ihr wurdet auch nackt geboren. Ihr seht auch nicht perfekt aus mit der Nacktzeit. Also das Problem ist, dass von uns die Sachen, ne, wenn du in der Sauna oder am Nacktstrand bist, dann landen ja in der Regel keine Fotos davon im Internet. Und dass halt aber von uns auch noch nie irgendjemand ungefragt irgendwelche Nacktbilder an irgendwelche Mullen verschickt hat, im Gegensatz zu dir, Rainer. Das ist der Punkt, der hier kritisiert wird. Ja, und weswegen die Leute apeshit gehen.
Da geht es nicht darum, dass du auf diesen Bildern fett und kreislich aussiehst. Da geht es nicht darum, dass eine nackte Version von dir irgendwo existiert. Das ist vollkommen irrelevant, Rainer. Es geht darum, dass du diese Bilder ins Internet gestellt und an Menschen verschickt hast. Ohne dass irgendjemand danach gefragt hat. Darum geht es, Rainer, weil das übergriffig ist. Braucht euch gar nicht über meinen Schwanz aufregen, den ich irgendwann vor ewigen Zeiten in meinem jugendlichen Leichtsinn mal gemacht habe. Was? Wir sollen uns nicht über seinen Schwanz aufregen, den er in seinen jugendlichen Zeiten gemacht hat. Da hat er sich versprochen. Ich glaube, in seinen jugendlichen Zeiten das letzte Mal gesehen hat, wollte er sagen. Mit 16 oder sowas hat er den das letzte Mal sehen können. Dann danach war hier der Wahlblubber drüber. Darüber hinaus ist es völlig uninteressant. Es ist nur ein Schwanz, weiter im Text. Einige Sachen, die ich gemacht habe, sind Sachen, die mir tierisch auf den Sack gegangen sind. Und ich war diese Zeit mal ganz nah dran, meinen Kanal zu löschen. Ja. Also für die Leute, die damals das Drachengame nicht verfolgt haben, Rainer hat in regelmäßigen Abständen gesagt, der YouTube-Kanal wird gelöscht. Ne? Wir hatten es ja auch in einem der letzten Videos, wo er da draußen am Fenster stand, wo es dann hieß, ja, ab dann und dann gibt es keine Videos mehr, und wo er die Leute angekackt hat, ihr seid jetzt dran schuld, dass es keine Videos mehr gibt. Und in dem Moment, in dem YouNow ihm den Barnehahn zugedreht hat, ach, was ist passiert? Es sind wieder Videos auf YouTube etc. gekommen. Und auch danach wurde dann immer wieder gesagt, nee, der Kanal wird gelöscht, der Kanal wird gelöscht. Und wenn man ihn dann darauf angesprochen hat, ey Rainer, wie schaut's denn aus, wann wird jetzt der Kanal gelöscht, dann ist er ausgerastet und hat wieder den Bannhammer geschwungen. Rainer hatte niemals vor, diesen Kanal zu löschen. Das war immer so ein, am Anfang, glaube ich, hat er tatsächlich noch geglaubt, er hat Fans und der wollte die praktisch dazu zwingen, dass sie Druck auf die Hater ausüben, damit er seine Ruhe hat, ja, weil die unbedingt seinen Drachen-Content sehen wollen. Als er dann gecheckt hat, das ist es wohl nicht, ne? Also so viele Fans hat er dann doch nicht. Dann hat er gemerkt, okay, ich kann aber trotzdem die Kanallöschung androhen, weil die Hater ihr Met wollen. Und wenn ich ihnen das dann praktisch androhe wegzunehmen, das Met, dann benehmen sie sich. Hat auch nicht funktioniert, ne? Jeder hat jedes Mal diesen Bluff gecallt. Er hat dazu aber dann bekommen, was er wollte, ne? Die Hater-Aktionen sind schlimmer geworden. Er hat wieder mehr Themen gehabt, also Situationen gehabt, in denen er sich über die Hater beschweren konnte. Und so ist dieser Teufelskreislauf immer weiter und weiter und weiter und weiter gelaufen. Das war allerdings nach der Sache mit Takaishi. Das habt ihr ja mitbekommen. Brauche ich nicht darauf eingehen, haben wir im Tracker. Aber wie gesagt, das war dann ab da auch gewollt. Das war eine gezielte Provokation Rainers gegenüber den Hatern, dass er gesagt hat, okay, hier der Hate wird weniger. Wenn der Hate weniger wird, werden die Klicks weniger, dann werden die Barne weniger, deswegen muss jetzt der Hate wieder angeschürt werden. Und dann kamen wieder solche Ansagen. Gehabt. Wie geht jetzt das Ganze weiter? Wie soll die Zukunft aussehen? Die Zukunft wird so aussehen, dass ich einfach Videos mache. Nein, die Zukunft wird so aussehen, dass dann irgendwann tatsächlich dein YouTube-Account genugt wurde, aber nicht von dir, also schon von dir durch deine eigene Dummheit, aber YouTube hat dann da irgendwann mal den Stecker gezogen und gesagt, hier Feierabend, ne? Du findest jetzt auf unserer Plattform nicht mehr statt. Das war der Punkt, ne? Und dann war aber das Geheule groß. Die 10 Jahre davor, dauernd angedroht, ja, hier, wenn das und das, dann lösche ich meinen Kanal, hier und da wird es keine Videos mehr geben, ihr habt die Schnauze voll, etc. Könnt ihr euch bei den Hatern beschweren, bla 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 bla. Als dann aber der Kanal tatsächlich weg war, hat er sich wirklich hart beherrschen müssen. Ich glaube, dass er noch eine Stunde da gesessen ist, nachdem der Heulkrampf und der komplette Nervenzusammenbruch zu Ende waren, und dann ein Video aufzunehmen, in dem die Fresse aufgeschwollen von der Heulerei, wie so eine Wasserleiche, die nach 3 Tagen irgendwie aus dem Tümpel gezogen hast, ist ihm die Fresse aufgeschwollen gewesen. Und dann so ja, sehe ich aus, als würde ich mir Sorgen machen. Ja, Digga, du sahst aus, als würdest du dir Sorgen. Ich such's euch nochmal raus, warte. So, meine Freunde, ich habe hier aus einem uralten Ufi-Video habe ich hier die Sachen, ne, hier Edzardler rausgesucht. Ihr seht, wie aufgeschwollen die Fresse ist. Ne? Es liegt auch daran, dass er zu dem Zeitpunkt halt wirklich
ich glaube, wirklich sein Maximalgewicht hatte. Das war ja noch mitten während der Obdachlosenstaffel. Ich glaube, da war er da gerade beim Edzardler Franken-Gamer. Muss eigentlich fast gewesen sein. Ne? Im August 22 ist der Kanal gelöscht worden, kurz nach seinem Geburtstag. Und oh ja, ich glaube, Kanallöschung war vor kurzem auch, ne? Das Jubiläum. Und genau. Das hier war Reini dann, als der Kanal tatsächlich weg war. Vergleicht das nochmal mit dem Reini von gerade eben, der die Nummer halt wirklich ne, dauernd angedroht hat mit dieser Wannabe-Coolness. Gemacht wird. Ich warte jetzt noch auf Antwort von YouTube. Das kann ein paar Tage dauern. Ich möchte nur an der Stelle kurz sagen, ich kriege hier eine Milliarde Nachrichten auf WhatsApp. Ja, du bist besiegt. Schau ich aus, als ob ich mir Sorgen mache. Ja. so schaust du aus. Naja. Zurück zum Real Talk. Ich werde meine Videos machen, ich werde meine Streams machen. Wenn ich sie erwähnen will, werde ich sie erwähnen. Wenn ich sie nicht erwähnen will, werde ich sie nicht erwähnen. Ich mache das, worauf ich Lust habe. Ich mache irgendwelche Metal-Videos, ich mache irgendwelche Videos über Filme. Rainer, du hast zu dem Zeitpunkt schon so ewig keine Videos mehr über Metal gemacht. Über Filme sowieso nicht. Ne? Alles, was du gemacht hast damals, waren irgendwelche Streamness mit Laberstream. Oder Videos, in denen du dich über die Hater aufgeregt hast. Diesen ganzen Metal-YouTuber-Ding, das fand damals schon alles nicht mehr statt, aber schaut ihn euch an. Mit welcher Resilienz im Blick er da steht und sagt, ja, mir egal. Über Musik, über CDs, über das, was ich eben gerade Bock habe. Oder auch mal über Animes. Ich kann auch mal einen über 10 Animes machen, die ich schaue. Kein Thema. Ja, auch die Nummern, die waren halt immer maximal scheiße, Rainer. Ich habe dann auch wieder, irgendwann hat er dann nochmal versucht, über CDs oder Bands oder dergleichen irgendwelche Videos zu machen und es war halt einfach maximal dumm. Nichts davon hat gepasst. Du konntest den Namen der Band, den Namen des Albums, den Namen der Songs nicht richtig aussprechen. Du hast offensichtlich die Scheiben nicht gehört. Du hast einfach nur so allgemeine Satzphrasen da in den Raum geworfen von, ja, ist richtig, richtig geil. Und das war's, Rainer. Es war absolut nichtssagend. Wenn ich mir jetzt ein Album anhöre, gut, das ist bei mir schon, es kommt sehr selten vor, dass ich mir ein Album anhöre und mir denke, boah, krass, da habe ich richtig was drüber zu sagen. Das war früher bei mir so. Ich weiß nicht, ob die Mucke beschissener geworden ist oder ich alt. Wahrscheinlich eine gewisse Mischung aus beidem. Aber ich weiß noch, wenn ich Anfang 20, wenn irgendein neues Album von der Band, die ich gefeiert habe, rausgekommen ist, oder von der Band, die ich dann dadurch erst kennengelernt habe und das Album gefeiert habe, konnte ich mit meinen Kumpels da stundenlang drüber reden. Stundenlang. Welcher Song ist der beste? Welcher ist der schwächste? Was sind die Besonderheiten von den einzelnen Songs? Ne? Keine Ahnung. Was ich mich über den Unterschied von Darkness Within von Machine Head und die Akustikversion von Darkness Within mit Kumpels unterhalten habe, war abendfüllend stellenweise. Bei ihm, ja, richtig, richtig geil. Total cool, schmeckt nicht nach Red Bull. Boom. Und es muss ja nicht unbedingt der Top 10 Videos sein. Es kann ja auch mal, keine Ahnung, sowas hier sein. Einfach mal ein Video, wo ich einfach da stehe und labe. Was genau stört euch eigentlich? Und ihr... Ja, Rainer, die Leute stört zum einen, dass dein Content aus zweierlei, also es gibt zweierlei Möglichkeiten, wie dein Content ist. Entweder komplett beschissen für das, als was du ihn verkaufst. Es ist egal, ob es Vlogs sind, Meinungsvideos, Let's Plays. Im Übrigen, ich habe euch in den Kommentaren, habe ich es mitgekriegt, es wurden Let's Plays verlangt. Ich muss mal schauen, wie ich es mache, muss mal schauen, wie ich es umsetze. Ich bin ein alter Prokrastinator. Vielleicht, wenn jetzt irgendwie mal die Medikamente eingestellt werden, vielleicht geht das. Ne? Ich will noch nichts versprechen. Aber ich habe halt serious Probleme, Dinge einfach anzupacken. Diesen Kanal gäbe es nicht, also meinen, der würde nicht existieren, wenn
wenn es die Pandemie nicht gegeben hätte und ich mehr oder weniger dazu gezwungen gewesen wäre, mich mit mir selbst hier zu beschäftigen. Und dann gesagt habe, ja, ich habe eh nichts Besseres zu tun, ziehen wir durch, mach mal halt diesen Kanal. Weil ich wirklich fürchterlich bin im Prokrastinieren. Aber ich hätte schon Bock. Ich muss halt rausfinden, weil meine Hauptplattform, auf der ich spiele, noch die PS5 ist. Und die auch bleiben wird wahrscheinlich, weil unter den aktuellen Voraussetzungen werde ich mir keine PS6 kaufen. Zum einen, weil die wahrscheinlich 1500 Euro kosten werden, zum anderen, weil Sony gerade mal massiv reingeschissen hat, aber da hatten wir einen Podcast drüber gemacht. Und ich möchte noch rausfinden, wie ich das irgendwie dann vielleicht auf Twitch streamen kann. Hier von der Playsee runter, ohne mich irgendwie dann zu doxen oder dass irgendwelche Leute da meinen PlayStation-Nutzernamen oder sowas sehen. Da gibt es sicher irgendwelche Streaming-Modus einschalten, Dinger. Muss ich mich noch genauer informieren. Aber wie gesagt, ich habe wirklich wenig Zeit zurzeit. Ich werde das vieles auf den Winter verschieben, wenn man am Wochenende eh da sitzt und nichts zu tun hat. Dann schauen wir mal. Qualitätsoffensive für nächstes Jahr. Das ist es. Ja? Da kommen dann Radelvideos, Kasper läuft und. Schmarrn. Komm. Weiter im Text. Aber man merkt, er hat richtig Bock gerade. Er hat richtig Bock. Irgendein Schorß hängt ihm schon wieder quer. Das ist der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Was stört diese Idioten? Es ist ganz einfach. Die stört, dass ich als Legastheniker, ADSler und als dummer Mensch. Rainer, du hast weder Legasthenie noch ADS. Du bist hageldumm. Du hast HDS, Rainer. Um ADS zu haben, braucht man wenigstens ein bisschen Oberstübchen Kapazität. Du hast einfach beschissene, veraltete Hardware im Kopf. Das ist der Punkt. Du bist einfach sofort mit allem überfordert, weil du einfach zu hageldumm bist für alles. Wie ich oft dargestellt werde, jemand bin, der einfach erfolgreicher ist als sie. Ich meine. Rainer, nein, auch damals nicht. Die Barne, die du dir damals über deine Laberstreamness und die ganze andere Internetbettelei in die Schanze reinfliegen hast lassen. Diese Barne hätten, wenn du sie anständig versteuert hättest, im Leben nicht gereicht, auch nur fürs Fressen. Geschweige denn für irgendetwas anderes, Rainer. Der Grund, warum du davon überleben konntest, war, dass du keine Krankenversicherung gezahlt hast, dass du keine Steuern gezahlt hast, dass du sonst auch nichts bezahlt hast, wozu man dich nicht mit Waffengewalt gezwungen hat. Ne? Auch diesen Strom hättest du weiterhin nicht bezahlt, wenn sie ihn dir nicht abgedreht hätten. Weil du ja offensichtlich 5 Jahre lang die Briefe vom Stromanbieter einfach wegignoriert hast, wohl wissend, dass du hier Strom beziehst, den du nicht bezahlst. Also laber hier nicht von irgendwie, wer hier erfolgreicher ist als sonst irgendwas. Ne? Mit einem 600 Euro Minijob verdienen die Leute netto mehr, als du machen würdest hier mit dieser ganzen Kasperei auch zu deinen Hochzeiten, wenn du tatsächlich Steuern zahlen würdest. Seht euch mal Regenbogen scharf an. Der macht seine eigenen Videos, der macht sein eigenes Zeug, leider dummerweise aber auf mich bezogen. Ja, und? Er ist scheiße gelaufen, Rainer. Wenn man nicht will, dass Leute Videos über einen machen, dann soll man sie vielleicht nicht ins Internet reinstellen. Da kommt eins mit dem anderen, ne? Das kommt Hand in Hand. Und das kommt natürlich noch viel mehr Hand in Hand, wenn man sich da hinstellt und einfach hageldumme Scheiße hinlabert und auch seine komplette Audience permanent beleidigt und übelst respektlos ist, dann natürlich kommt dann mehr Content über dich. Der Typ verarscht mich von vorne bis hinten. Warum bin ich erfolgreicher wie er? Ganz einfach, weil er eben genau auf mir rumhackt. Und weil er eben genau gegen mich schießt. Also, okay. Wenn irgendjemand gegen irgendjemanden ist, dann ist der, gegen den er ist, auf jeden Fall immer erfolgreicher. Die Logik, die muss jetzt keiner verstehen, aber er schreibt hier nochmal kurz er hat keine eigenen Ideen oder Formate. Aber du hast doch gerade gesagt, er macht seine eigenen Videos. Nur auf mich bezogen oder mir aufgebaut.
Ja, auch das, wenn er aber trotzdem seine eigenen Videos macht. Rainer, wenn ich jetzt hier auf so ein 10-Minuten-Video von dir reagiere, dann ist das irgendwo zwischen einer halben und einer Dreiviertelstunde normalerweise Content. Das heißt also, es ist deutlich mehr Content von mir in diesem Endprodukt, das dann das Video auf meinem Kanal hochgeladen wird, als von dir. Verstehst du das? Der Witz ist, ihm passt es nicht, dass er so, was weiß ich, wahrscheinlich studiert hat, voll erfolgreich ist, ja, was weiß ich für ein Unternehmer ist, glaube ich zwar nicht, weil irgendeinen Hirnschaden muss er ja haben. Heini, auch für ein Regenbogenschaf war dieser Kanal, den er da hatte, nicht die Haupteinnahmequelle. Und ich glaube, der hatte auch nicht vor, irgendwie großer Influencer, Content Creator, YouTuber, sonst irgendwas zu werden, Rainer. Der hatte das Hobby, dir ein bisschen auf den Sack zu gehen. Das ist alles. Da ist die ganze Magie. Du warst nicht dem sein Lebensmittelpunkt. Der hat sicher einen Job und eine Familie und sonst was nebenher auch noch gehabt. Dem war das scheißegal, ob der mehr Klicks hat als du. Und er hatte mehr Klicks. Und zwar so gut wie immer. Nach den Aktionen, die er immer abzieht, aber okay, lassen wir das mal außen vor. Nur noch mal kurz darauf einzugehen, ja, gut, lacht ruhig. Ich habe neulich auf Minecraft, also auf dem Server von Revi gespielt. Ich bin ja da YouTuber-Rang. Habe ich Oh, jetzt ist er wieder lauter als vorher. Ja, Rainer, flexen damit YouTuber-Rang zu sein bei irgendwelchen Leuten. Ich weiß nicht, wie du dich da wieder reingezeckt hast. Es war vor allem sicherlich auch wieder kein Zustand, der von Dauer war, weil du hast bei allen anderen Influencern, wenn du, egal bei wem du auf dem Discord warst oder sonst auf irgendwelchen Teamspeak-Servern oder sonst irgendwas, du bist da überall jedes Mal gebannt worden. Und zwar jedes Mal, weil du dich aufgeführt hast wie ein Stall voll Affen. Weil du da hingekommen bist, genau mit dieser Attitüde. Ich bin ja YouTuber-Rang und ich habe jetzt hier was zum Sagen und ich bin jetzt hier besser als alle anderen Leute. Und dann hast du gedacht, du kannst dich bei denen auf den Servern, egal ob es jetzt der Minecraft-Server, Discord-Server, Teamspeak-Server oder sonst irgendwas war, hast du gedacht, du kannst dich da genauso aufführen, hier Lord Korea-Style wie auf deinen eigenen Servern. Und die Quittung hast du relativ schnell gekriegt, dass sie dann gesagt haben, hier Rainer, hier wird sich permanent über dich beschwert, du beleidigst die Leute, du bist respektlos von oben herab, etc. bla bla. Hier, du fliegst jetzt hier vom Server. Fertig aus. Und dann war wieder das Geheule groß. Mich haben die von dem Server gebannt. Mich! Ja, dich, Rainer. Dich. Wenn du jetzt irgendjemand mit enorm großer Reichweite gewesen wärst, keine Ahnung, so ein Montana Black oder sowas, der hätte sich das vielleicht rausnehmen können, weil du dann immer noch sagen kannst, das kommen ja dann viele Leute auch in meine Community von dem rüber, weil der so eine kranke Reichweite hat. Ob das eine moralisch korrekte Entscheidung ist, weiß ich nicht. Aber so ein Purz wie du, wenn der aufschlägt und sich aufführt, wie der König vom Misthaufen, dass der dann ganz schnell einen Stiefel in den Arsch kriegt, da brauchst du aber dich auch nicht wundern, oder? ein bisschen rumgespielt. Der Typ ist mir ständig nachgelaufen. Er hat sich ständig in mein Bild gestellt. Ja, oh nein, oh. Ich habe gelivestreamt, er war ständig vor mir. Er hat sich ständig vor mich hin positioniert, hat ständig versucht, mich irgendwie zu sehen, mich irgendwie zu finden, hat sich immer vor mich hingestellt, so positioniert. Hauptsache, er ist im Bild. Ja, Rainer, das ist das, was du immer machst. Du machst Videos irgendwie, Kochvideos und man sieht die ganze Zeit deine Fresse. Du machst Auspackvideos, man sieht die ganze Zeit deine Fresse. Du willst deinen Hof zeigen, man sieht die ganze Zeit deine Fresse. Und ja, Rainer, es ist halt ein Online-Spiel und in Online-Spielen sind Trolle unterwegs. Und wenn man Trollmagnet wie du ist, ja, dann braucht man sich auch nicht wundern, dass in dem Moment, in dem man sich in irgendein Online-Spiel einloggt, im Hintergrund der Trollolo-Song ertönt. Und es gibt sicherlich Leute, die richtig Bock drauf hatten, dich zu trollen, egal in welchem Spiel, und die sich Bots eingerichtet haben, die einem gesagt haben, hier, der hat sich gerade, keine Ahnung, in WoW, in Minecraft oder sonst irgendwas da und da eingeloggt. Let's fucking go. Hauptsache, er kann sich vordrängen und mich nerven. Und, was hast du gebracht? Nichts. So, er hat jetzt hier Erwähnung gefunden, Rainer. Don't feed the troll ist die Ansage. Du hast ihn jetzt hier erwähnt, ne? Und er merkt, dass du matt bist deswegen und dann hat er genau das erreicht, Rainer. Da hat er genau das erreicht. Du stehst jetzt hier und regst dich auf und der sieht dieses Video und denkt sich, geil, das hat sich rentiert. Und andere Leute,
andere Leute, die sich's überlegt haben, lohnt sich das? Ist schon viel Aufwand, da musst du mal schauen, wo er spielt, dann musst du dann da hingehen und den nerven und so weiter. Ist schon ein bisschen Aufwand, weiß ich nicht, ob sich das rentiert. Die haben das gesehen und gesagt, wow, geil, der reagiert ja darauf, hey, let's go. Und dann ist es mehr geworden, Rainer, weil du halt einfach gar nichts verstanden hast. Ja, gar nichts. Ich weiß nicht, in welchem Jahr das hier dann war, nach mehreren Jahren dieser Internetpräsenz immer noch nicht gecheckt hast, wie das funktioniert im Internet. Außer einem dummen Spruch. Ich meine, nach 2 Jahren sollte man glauben, dass sich jemand mal weiterentwickelt. Ja, Rainer, wie lange bist du zu dem Zeitpunkt schon YouTuber gewesen? Wie hast du dich weiterentwickelt? Rainer, eher im Gegenteil. Eher im Gegenteil. Du hast dich zurückentwickelt. Ne? Wenn man sagen muss, Mühe geben damals, sagen wir mal, bei 4 Dullis in der Schanze hat er halt wenigstens noch Requisiten gehabt, so. Das ist das Einzige, aber inzwischen ja nichts. Ich habe hier gerade am Anfang als allererstes festgestellt, du kriegst es nicht mehr hin, die Kamera gerade hinzustellen, dass das Bild nicht aussieht wie in den letzten Minuten auf der Titanic. Der hat sich jetzt hier weiterentwickelt, Rainer. Ja, gut. Seit Ende letzten Jahres, den letzten 1, 2 Monaten. Letzten Jahres, ne, Entschuldigung. Habe ich angefangen, Videos zu machen, wo ich die einfach nicht mehr erwähne oder wo ich einfach ganz normale Videos mache. Ja, funktioniert richtig gut, Rainer. Jetzt hast du wieder 10 Minuten, 11 Minuten Rant-Video über die Kollegen. Und auch dieses Jahr habe ich vor, die weiter so zu machen. Und aufgrund dieser Tatsache versuchen momentan alle mit Gewalt wieder erwähnt zu werden. Weil das Einzige, was die haben, ist nämlich Geltungssucht. Ja, und es hat doch jetzt gerade funktioniert, du Dulli. Wenn dir das bewusst ist, dass das ist, was sie wollen, warum machst du hier ein 11 Minuten Rant-Video darüber, wo du ihnen genau das gibst? Wie brunsteppert kann man eigentlich sein? Und du willst mir verkaufen, du hast ADS und nicht HDS. Keiner will einfach hagelum, du checkst halt einfach nichts. Und das ist das Problem, weil wir auch, keine Ahnung, bei solchen Leuten, man hätte viel früher da einschreiten müssen. Und wenn es eine Gesetzesänderung bedarf, dass da nicht irgendjemand einfach komplett Apeshit gehen kann. Und keine Ahnung, wenn der seine eigene Existenz für sich alleine in den Gully schickt, ist das auch jedem Scheiß egal. Aber der hat das ganze Dorf mit da reingezogen. Wir hatten jetzt vor kurzem wieder 3400 vollkommen schwindsüchtige TikTok-Dullis, die ja bis vor ein paar Jahren mit dem Game noch nichts zu tun hatten. Noch nicht mal irgendwie in diesem Game drin waren, als er noch in der Schanze gewohnt hat. Die da jetzt hinfahren und hier den wilden Otto machen. Und dann müssen hier, ich weiß nicht, wie viele Einsatzfahrzeuge von Polizei und vor allem von Feuerwehr müssen dann dahin. Richtig geil, aber da mache ich nochmal ein extriges Video drüber. Dadurch, dass ich die so lange hervorgehoben habe, haben sie sich daran gewöhnt und sind daraufhin aufmerksamkeitsgeil geworden. Die behaupten zwar, dass es ich bin, aber ich bin derjenige, ich habe genug Aufmerksamkeit. Mir persönlich ist es zu viel. Ich hätte eigentlich lieber ein bisschen weniger Aufmerksamkeit. Ja, hättest du tatsächlich wirklich endlich mal deinen scheiß YouTube-Kanal löschen müssen. Das wäre Maßnahme gewesen, Rainer. Wenn du sagst, ich will diese Aufmerksamkeit nicht, die mit dieser Internetpräsenz einhergeht, dann war halt Internetpräsenz abschaffen so ein Ding. Ne? Ich weiß, inzwischen hat er das gemacht. Und er hat ja da auch jetzt seine Ruhe. Klar, Leute wie ich machen da immer noch ihre Videos drüber. Ist halt mein Hobby, ist halt mein Steckenpferd. Wie gesagt, ich versuche auch jetzt so immer mehr auch ein bisschen anderen Content mit reinzubringen, aber es macht mir ja Spaß. Euch ja anscheinend auch. Aber bei ihm zu Hause, was passiert da? Ich meine, die Leute checken inzwischen nur noch, was er sich jetzt auf Steam für irgendwelche Computerspiele kauft, wo auch immer er die Kohle dafür hernimmt. Aber da fährt ja auch sonst keiner mehr hin. Also zumindest hätte ich schon lange nicht mehr mitbekommen, dass da einer hingefahren wäre. Die TikTok-Idioten machen ja ihre Schanzenfest auch nicht in Zobis, sondern immer noch in Schauerberg, die vollkommen Schwindsüchtigen. Weil nach 2 Jahren, wo ich prinzipiell, wenn ich auf dem Festival bin, schon nicht mal mehr scheißen gehen kann, ohne dass mich irgendjemand erkennt, ist das ein bisschen problematisch. Aber gut, das war jetzt ein blödes Beispiel. Ja, im Prinzip geht es solchen Leuten wie Regenbogenschaf und anderen Studenten vor allem deswegen auf den Sack, weil ich als Sonderschüler, der noch für einen Sonderschüler schlecht war und auch noch generell einfach jemand bin, der im ersten Moment oder generell ein bisschen blöd rüberkommt. Nein, du kommst nicht blöd rüber rein, du bist hageldumm. Und das ist jetzt auch also das macht dich jetzt nicht per se zu einem schlechteren Menschen. Es gibt einen Haufen richtig dumme Menschen auf diesem Planeten, die wirklich, wirklich kommod sind.
Ich weiß nicht, keine Ahnung, wer von euch vom Land kommt. Ich habe das schon mal gesagt, irgendwie in jedem Dorf hast du irgendeinen so einen Dorfdeppen. Man sagt jetzt zwar Dorfdepp, aber das ist gar nicht so wirklich despektierlich gemeint. Ne? Halt einen, der so ein bisschen dullihaft ist, der vielleicht nicht ganz so clever ist. Ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht hat man sich in der Schwangerschaft Trinken und das Rauchen nicht verkneifen können oder hat bei der Geburt zu wenig Luft gekriegt oder was weiß ich. Ne? Aber in der Regel auch, werden die halbwegs anständig erzogen, kriegen dann irgendwie bei der Gmor irgendeinen Dulli-Aufräumjob und jeder ist irgendwie freundlich zu denen. Da grüßt man, hey, Christi, hier ist, wie geht's da? Ja, gut geht's mal. Und, wie schaut's aus? Ja, Stammtisch, ja, gut, einwandfrei. Und weiter geht man. Bei ihm nicht so. Ja? Bei ihm nicht so. Er hat diesen Narzissmus da auf die Hageldommheit noch oben drauf und diesen fürchterlichen, fürchterlichen, fürchterlichen Charakter. Und die Geltungssucht, mit der er ins Internet getrieben wurde. Komisch. Die ganzen anderen Dorfdeppen in ganz Deutschland sind alle kommod und beliebt bei sich im Dorf. Er ist mal wieder der Einzige, den sie mit der Mistgabel rausscheuchen wollten. Liegt sicher an den anderen. Ist sicher wieder nicht seine Schuld. Tatsache ist, ich bin nicht so blöd, wie viele mich halten. Aber ja, die Tatsache ist, zu dem damaligen Zeitpunkt haben dich einen Haufen Leute für deutlich schlauer gehalten, als du das im Endeffekt dann warst. Ne? das ist auch uninteressant. Ich finde es einfach interessant zu beobachten, wie möchtegern Studenten oder angehende Studenten, angehende Polizisten, angehende... Die Studenten waren schon immer, ein Feindbild, ne? Diese verflixten Studenten. Jeder Studenten, die da irgendwie echt einen Schulabschluss haben, ist ja unverschämt. Den haben die sicher nur gemacht, um ihn zu ärgern. Um ihm das jetzt aufs Brot zu schmieren, zu sagen, Rainer, du bist Sonderschulversager und ich habe hier Abitur gemacht. Hahaha. Wollte ich dir nicht auf die Eier gehen, dann hätte ich niemals die Motivation gehabt. Aber ich habe jetzt Abitur gemacht, um es dir jetzt aufs Brot und Brötchen zu schmieren. Genau deswegen haben die das gemacht. Was weiß ich, Rechtsstudenten, die irgendwie nicht rechts, sondern Recht studieren. Oder aber vielleicht studieren die auch Link. Irgendwas anderes krasses studieren. Arzt studieren oder sonst was. Ja, der Arzt studiert. Ich schreibe mich auch für Arzt ein. Lehramt studieren, Malte. Ich habe mal Lehramt studiert, tatsächlich sogar. 2 Semester. Oder andere Leute. Ich finde es einfach sehr seltsam, ja, dass solche Leute auf mich neidisch sind. Rainer, niemand von denen ist auf dich neidisch. Jeder von denen hat schon immer gesagt, Rainer, wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich. Niemand ist auf dich neidisch gewesen. Noch nie. Es gab Leute, die haben sich über dich lustig gemacht. Es gab Leute, die haben sich über diverse Aussagen von dir aufgeregt und dich deswegen gehasst. Und es gab Leute, die es vielleicht einfach auch als ungerecht empfunden haben. Das hat mit Neid nichts zu tun. Dass du hier auf den Nacken anderer Leute dieses Leben führen willst. Mit dieser Anspruchshaltung, dass man dir alles bezahlen und dir die 7 Ärsche 24 Stunden am Tag hinten nachtragen sollte. Das war der Punkt. Neidisch auf das, was du da... Nein, keiner von uns. Und da könnt ihr sagen, was er wollt. Es ist einfach Neid. Das ist purer Neid. Weil das ist im Übrigen auch, wenn man jetzt irgendwie Leute kritisiert, die richtig viel Kohle haben und sich aber in der Öffentlichkeit trotzdem wie Arschlöcher verhalten, wie oft die Neiddebatte benannt wird. Oh, ihr seid doch nur neidisch. Ihr seid doch nur neidisch. Man kann auch das hinterletzte Drecksauverhalten kritisieren, aber irgendein Dulli, der bei dem ganz gern unten irgendwie im Schritt nuckeln würde, wird drunter schreiben, du bist nur neidisch. Also selber, komm. Der ganze Hate und der ganze Hass ist einfach Neid. Mehr ist es nicht. Und ihr seid einfach eifersüchtig darauf, dass ich so viel Erfolg mit meinem Zeug habe. Ja, richtig erfolgreich, Rainer. Du bist da richtig, wissen ja, damals ist er schon im Bentley umeinander gefahren, die Fuffis durch den Club. Alles Traumleben hat er geführt damals. Traumleben. Jetzt ist, dass ihr Idioten erst einmal dafür gesorgt habt, dass ich überhaupt so bekannt wurde. Und mein bekannt sein und erfolgreich sein, das sind 2 unterschiedliche Paar Stiefel. Das sind ganz hier, der Kannibale von Rothenburg, der war auch bekannt. Ne?
ist jetzt auf einem Grad, wo sie vorausgesetzt, ich packe das Ganze jetzt richtig an, weiterhin steigen wird. Denn die meisten, aber bestimmt Spoiler-Alarm, hier Vergangenheitsreiner, du hast das nicht richtig angepackt. Punkt haben die meisten Leute, die einfach nur so Neid empfinden, sind einfach irgendwann am Ende. Und die meisten anderen, naja, die lachen sich den Arsch drüber ab, weil ich trotzdem erfolgreich bin dadurch. Die meisten normalen Menschen, sag ich mal, über diesen ganzen Scheiß, der da abgeht, die lachen nicht über mich, sondern die lachen über euch. Doch, Rainer, die lachen über dich. Und die lachen noch mehr über dich, wenn du so einen himmelschreienden Bullshit ins Internet pimmelst. Noch viel mehr. Oh, ihr seid ja alle nur neidisch drauf, dass ich jetzt hier, mir schimmelt hier die Decke über dem Kopf weg. Die halbe Nation hasst mich oder macht sich über mich lustig. Ich muss mich im Internet zum absoluten Vollhorst machen, nur um ein paar Almosen zu betteln. Richtig geil, die haben richtig alle Neid auf dich. Alle nur neidisch, Rainer. Weil ihr diejenigen seid, die mich größer machen. Ihr diejenigen seid, die nicht checken, dass ich euch ausnutze und nicht anders. Ich bin nicht derjenige, der dich größer macht, Rainer. Größer gemacht hat dich die Marke Ja von Rewe. So. Natürlich Lachen groß geschrieben ohne A. Viele groß, ne, über mich. Aber das sind genau die nicht raffen, was real ist. Real ist? Ich bin erfolgreich. Keine Ahnung. Wie gesagt, großartiger Erfolg, Rainer. Gut, da hat man einer 20.000 oder 30.000 Klicks auf seinem Video. Ja und? Meine Videos haben im Schnitt alle 17.000 bis 20.000 Klicks. Nicht. Ja, Rainer, aber das Problem ist, irgendwann waren die irgendwie bei 7.000, 8.000 Klicks, obwohl du angeblich 200.000 Abonnenten nur hattest. Und das ist halt eine Diskrepanz, die da nicht reinpasst, Rainer. Alle, aber ein Großteil. Dann kommen dazu, dass ich 5 Kanäle führe. Ich bin auf YouTube, ich bin auf Hitbox und ich bin auf YouNow. Ja, er ist ja vielleicht besser auf eins konzentriert, aber er hat ja dann mehr oder weniger immer nur da hochgeladen, wo es gerade aktuell für den gleichen Aufwand die meisten Barren gab, ne? War vollkommen klar. Deswegen sind seine Vlogs ja dann auch immer öfters auf dem Hauptkanal gekommen, ne? Weil der Vlog-Kanal war nicht so gut monetarisierbar, da gab es weniger Barren, ne? Da hat man es doch wieder auf dem Hauptkanal gemacht. Der Vlog-Kanal kam dann immer nur wieder zu neuen Ehren, wenn auf dem Hauptkanal mal wieder ein Strike drauf war. Und das hat er dann immer wieder gemacht, so lange bis wir dann irgendwann beim Krawattel backt haben. Und ich bin überall auf diesen Plattformen verhältnismäßig erfolgreich. Auf YouTube bin ich noch relativ klein, auf YouNow bin ich einer der größten Streamer in Deutschland. Zumindest einer der größten, die jetzt halt da streamen. Ich bin einer der größten Streamer in Deutschland, beziehungsweise einer der größten, die da Edzardler gerade streamen. Beweisführung abgeschlossen, euer Ehren. Der Mann ist hochintelligent. Ja, wirklich bloß ADHS. Der ist gar nicht so dumm. Junge, Junge, Junge. Ja, und auf YouNow, also erstens war YouNow schon immer eine absolute Abrauben-Menschen-Plattform. Von Tag 1, was sich da irgendwie an Pedros und wirklich fragwürdigen Gestalten gesammelt hat, das war wirklich nicht mehr schön. Und sieht man auch die ganzen Leute, die wenigen auf YouNow, die halbwegs was drauf hatten und erfolgreich wurden und eben nicht in eine dieser vorherigen Kategorien gefallen sind, sind inzwischen auf YouTube. Der Rest ist alles nach TikTok abgewandert, ne? Bin nahezu immer auf Platz 1, Platz 2, Platz 3. Das kann man auch immer schön färben, Rainer, bei YouNow. Das kommt dann immer unter welchem Hashtag man streamt, aber die Story kennt ihr auch alle. Also ich bin in den Top 10, dürfte ich mittlerweile drinnen sein. Ich weiß nicht, ob es da irgendwo eine offizielle oder inoffizielle Liste gibt. Derjenige, der halt da öfter streamt, regelmäßig streamt, bin ich auf jeden Fall einer der größten, denke ich. Genau das ist das, was euch eben auf den Sack geht, oder den Typen, denen das auf den Sack geht. Ich persönlich finde es erbärmlich, dass Leute, die studieren, sagt, ergo mehr im Kopf haben wie ich, neidisch auf mich sind. Denn eigentlich ist es genau andersrum. Ja, Reini, aber die sind ja nicht neidisch auf dich. Da hast du ja dann schon, der erste Gedanke fällt doch schon irgendwie Arsch voran ins Plumpsklo rein. Da brauchst du doch dann danach nicht mehr. Wenn die Grundannahme schon hageldumm ist, Rainer. Die sind ja eben nicht neidisch auf dich.
Ich beneide solche Leute. Ich hätte gerne die Möglichkeit, richtig schreiben zu können. Ich hätte gerne die Möglichkeit, mich immer konzentrieren zu können. Aufgrund meiner Legasthenie und meines ADS ist es mir... Halt die Fresse. Du hast keine Legasthenie, du hast kein ADS. Ist dir safe nicht diagnostiziert worden, Rainer. Zeig mir den Zettel, ne, wo das diagnostiziert wurde. Von einem Arzt. nicht möglich. Und nein, das ist eigentlich keine Ausrede. Doch, Rainer, das ist eine Ausrede. Das ist eine Ausrede, Rainer. Klar, ich könnte mich vielleicht noch mehr anstrengen. Ja, richtig. Du könntest dich mehr anstrengen. Rainer, Leute, die wirklich ADS oder ADHS haben, da ist irgendwo halt dann mal eine Grenze erreicht. Und wenn man da nicht medikamentös nachhilft, wird es da bleiben. Also irgendwann, wie gesagt, ich merke das bei mir. Ich habe ab einem gewissen Punkt am Tag sind bei mir einfach die Akkus leer. Wenn ich in der Früh in die Arbeit komme, ich fahre hoch auf 188 und kann 2-3 Stunden super arbeiten, wirklich auch, um das auch zu kompensieren, dann vom Nachmittag, das ist dann auch praktisch, aber spätestens ab Mittag ist bei mir komplett dicht und nicht einfach nur so ein leichter Durchhänger, sondern dann werde ich von jedem Scheiß abgelenkt. Dauernd und ununterbrochen und dann ist die Produktivität komplett im Arsch. Aber um ehrlich zu sein, ich tue, was ich kann. Und das ADS... Richtig, du tust, was du kannst. Kannst halt leider nichts, Rainer. Es behindert mich, das Legasthenie verstärkt die ganze Sache mit Schreiben und alles. Und Nein, Rainer, du könntest ordentlich lesen und schreiben. Du hast nur als Kind keinen Bock drauf gehabt. Weil es anstrengend war für dich, weil du hageldumm warst. Das ist der Punkt. Rainer, ich habe ADHS und ich kann trotzdem lesen und schreiben. Ich habe Lesen und Schreiben in der Grundschule gelernt, wie jeder andere auch. durch das ADS kann ich mich auf Lesen und Schreiben nur dann konzentrieren, wenn es irgendwas ist, was mich interessiert. Wenn ich jetzt irgendeinen Tweet schreibe, ja gut, Arschlecken. Ja, wenn es um Pokémon geht, dann... Das interessiert mich halt einfach nicht. Und was die Musik angeht, die Musik ist das Einzige in meinem Leben, was immer positiv ausgefallen ist. Ja, Rainer, aber da hast du dann trotzdem nicht die Mühe gemacht, dann... ich gehe da gleich drauf ein. Da hast du nicht die Mühe gemacht, dann wenigstens nachts, wenn das dir so wichtig ist und da hast du die Energie und da kannst du dich darauf konzentrieren, hast du trotzdem nicht die Mühe gemacht, nachzuschauen, wie man die Bands, die Alben und die Songs überhaupt ausspricht. Na? Nichts davon. Und hier reden wir jetzt drüber, er hat eingeblendet, ja, der Artis-Test, aber Leute, der kann nur positive sein, wen man... Also ich glaube, er wollte AIDS-Test schreiben, aber wie man Sex hat, handlich nicht habe. Ja, die Story ändert sich dann auch dauernd, aber... Musik hat mir immer geholfen. Wenn ich am Boden war, wenn ich wütend war, wenn ich traurig war, wenn ich, keine Ahnung, irgendwelchen Arschgesichtern in den Arsch treten wollte oder getan habe. Musik hat mir mein ganzes Leben lang geholfen. Und Ja, Rainer ist im Übrigen kein gewalttätiger Mensch, müsst ihr wissen. Der ist zahm wie ein Lamm. Ne? Der verteidigt sich immer nur. deswegen feiere ich die Musik. Sei es Metal, sei es Rock, sei es Gothic, sei es, keine Ahnung, Jazz, R&B. Schlager, Rainer. Schlager und die Theme-Songs von Kinderserien. Das ist deine Musik. Ja? Du solltest eigentlich Schlager-Leute oder Digimon-Leute sagen. Das ist die Mucke, die du zum Mana-Tanken hernimmst. Die ganze Metal-Schiene, die nimmst du nur, um nach außen als harter Typ dazustehen. Soul. Ich höre an Musik auch alles. Es gibt nichts, was ich nicht höre. Es gibt nur einzelne Bands, die ich nicht höre. Prinzipiell war es das eigentlich. Ich wollte nur mal so ein kurzes Video einschmeißen. Eine Sache noch zum Thema Drachen und Drachenlord. Drachenlord selber wird es nicht mehr geben. Die URL heißt aktuell noch Drachenlord 1510. Wird sie vermutlich auch bleiben. Also es wird sich richtig was ändern. Also, aber es bleibt eigentlich alles beim Gleichen. Das Format Drachenlord bleibt natürlich auch... Was? Du hast ja gerade gesagt, Drachenlord wird es nicht mehr geben, aber die URL wird trotzdem noch Drachenlord heißen. Das Format Drachenlord bleibt auch. Ja, ich kann ich auf einen Müllcontainer auch Airbnb draufschreiben. So, aber es wird dann deswegen doch nicht zu einer Dachgeschosswohnung.
Willst du mich verarschen eigentlich? Ich bin noch am Überlegen, ob ich sie auf Drache oder Drachen umbenenne. Aber das überlege ich im Moment noch. Und Ja, da wäre es vielleicht mal eine Überlegung wert, überhaupt von dieser hängen gebliebenen Drachennummer runterzukommen. Wäre das vielleicht ein Plan? falls ich sie nicht ändere, dann bleibt sie Drachenlord 1510. Ich meine, ich habe ja auch noch die Poster hier auf Drachenlord und die werden auch, meine Unterschrift wird auch nach wie vor das DL sein. Also ich habe ja, das ist jetzt ja meine Unterschrift, das ist dann Schreibschrift D und Schreibschrift L. Das wird es auch nach wie vor bleiben. Ja, geilo. Also, es wird sich genau gar nichts. Alles wird anders. Alles wird anders. Drachenlord ist tot, Leute. Also, den wird es nicht mehr geben. Also, die URL ist weiter Drachenlord. Auf dem Merch steht auch weiter Drachenlord. Das Format Drachenlord wird es auf jeden Fall auch noch. Ja, Rainer, was ist das dann für eine Ansage, bitte? Was ist das dann für eine Ansage? Ja, prinzipiell war es das jetzt. Ich habe jetzt das Filmevideo gerade gedreht. Muss sagen, ich fand es ziemlich geil und ich werde jetzt Hier wollte er das anscheinend einblenden, aber noch ein bisschen was tun. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß bei den Let's Plays und bei den Vlogs und vor allem bei den ganzen Videos auf Drachenlord. Ich werde jetzt... Nein, das heißt doch nimmer Drachenlord. Der Drachenlord ist doch tot. Also... Ich kann das nicht. Jetzt hat er den Kanal dann tatsächlich nochmal zum Abschied nochmal dann auch so genannt. Oh mein Gott. dann noch ein bisschen Let's Play aufnehmen, vermutlich heute. Ansonsten werde ich schauen, dass ich nächste Woche oder die Woche... Er wird Let's Play aufnehmen, heißt, oh, ich will heute noch ein bisschen daddeln. Ne? Er hat irgendein komisches neues Game oder irgendwas, worauf er Bock hat. Oder es muss einfach blind Content rausgeknödelt werden, der Barrende halber. Aber er hat halt größtenteils einfach Bock zu datteln. Und dann, ne, dann wird hier wieder Aufnahme starten. Mädel, Leute, und herzlich willkommen. Wir spielen heute Man-Eater zum 35.000. Mal. So. 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 Was? So. Warum? So, Leute, das war wieder Man-Eater. Aufnahme beenden, Aufnahme starten. Metal, Leute. Heute spielen wir wieder Man-Eater. Oder Bride of the Wind oder was auch immer. Es waren eh immer dieselben 3 Dinge, die er gespielt hat, ne? Woche drauf endlich mit Drachenbade weitermache. Und Drachen-Headbanger habe ich noch ein Video, das muss ich auch mal hochladen. Da muss ich nur vorher kurz noch mal was abklären, weil das Video schon ein bisschen älter ist mittlerweile. Aber das soll auf jeden Fall noch kommen. Eine letzte Sache noch, das werde ich im Dragon Monday. Im Übrigen, deine Headbang-Videos sind im Übrigen auch, ne, was du immer vorwirfst anderen Leuten, mit dem geistigen Eigentum anderer Leute Kohle machen, weil im Endeffekt spielst du ja nur die Musik ab. Ja, und Headbangs dazu, ganz großes Kino. Ja? Wenn ich einen übergewichtigen Dulli beim Headbangen sehen will, dann kann ich auf jedes x-beliebige Festival in diesem Land gehen. Das ist nicht unique. Morgen nochmal anquatschen oder übermorgen, je nachdem. Das Video zum Thema Selbstmord wird nicht kommen. Das liegt einfach da. Boah, Gott sei Dank, Rainer. Dieses Thema bringst du aber auch eben auch viel zu oft an. Ne, das ist wirklich, wenn er da noch ein extriges Video drüber gemacht, das hat sogar er dann offensichtlich gecheckt, dass das keine gute Idee ist. Daran, es ist eine Story aus meinem realen Leben, aus meinem privaten Leben. Und diese Story geht mir einfach zu nah, ich möchte einfach nicht drüber quatschen. Das ist... Rainer, nein, hör jetzt bitte auf. Hör bitte auf. Du hast es hier mit diesem Tod vortäuschen etc. bla bla schon wirklich übertrieben. Jetzt gib nicht hier so eine unterschwellige ich denke an Selbstopferung Nummer hier ab. Also erstens glaubt es dir keiner und zweitens ist es wirklich widerlichst geschmacklos. Hat auch was mit Frauen zu tun, hat auch was mit Selbstmord zu tun an sich. Ich möchte das eigentlich nicht machen. Ich habe lange drüber nachgedacht. Ja, wenn du es nicht machen willst, dann halt die Fresse und laber nicht drüber vielleicht, oder? Ich habe auch gesagt, dass ich das eigentlich machen will. War auch angekündigt, dass es kommt, aber ich habe euch schon mal gesagt, ich kündige an, was ich will. Und ob es dann wirklich kommt, ist dann die andere Frage. Aber er will nicht Ankündigungslord genannt werden. Wenn ihn jemand Ankündigungslord nennt, dann schmeißt er ihm den Bannhammer aus. Ne? Das ist die Nummer.
wehe, er kündigt nicht an und hier bla bla bla. Und jetzt sagt er, ja, ich kündige das an, aber das heißt ja nicht, dass das dann kommt. Dann kommt es halt vielleicht dann, ja, wahrscheinlich auch, vielleicht einfach nicht. Aber wehe, jemand spricht das an. Das ist Hate und Mobbing und da wird der Bahnhammer geschwungen. Wenn es jemandem nicht passt, dann könnt ihr mich von mir aus haten, ihr Arschlöcher. Ansonsten. Ja, Rainer, das passiert so oder so. Du hast jetzt halt nur noch einen weiteren Grund gegeben. Aber das ist so, als wenn du sagst, keine Ahnung, heute gibt es Freibier in der Kneipe und keine Ahnung, aber Chips stehen auch nur auf dem Tisch. Wenn die Chips nicht da stehen würden, wären die Leute trotzdem in die Kneipe gegangen, Rainer. Einfach Schnauze halten und aus dem Fenster schauen. Dankeschön fürs Zuschauen, haut rein. Und wer sich jetzt angesprochen gefühlt hat mit Arschlöcher, dann solltet ihr mal darüber nachdenken, wieso. Danke fürs Zuschauen. Ja. Und wenn die Leute dann bei dir Tage später vor der Schanze auftauchen und mal ein Hühnchen mit dir rupfen wollen, dann solltest du dich vielleicht da auch mal fragen, wieso? Ne? Wenn du sie so leichtfüßig im Internet als Arschlöcher beschimpfst. So, er macht jetzt hier nochmal seine Dulli-Geste, Videos zu Ende. Wir sind noch nicht bei der Pflichtstunde. Ich habe ganz böse Schelte bekommen. Für alles. Ja, meine Videos, wenn sie unter einer Stunde sind, werden schon als Shorts bezeichnet. Dementsprechend zoomen wir euch noch einen kurzen raus. Ja? So, ich habe euch noch ein Video gefunden, das ist wirklich kurz, in 4 Minuten. Aber es passt thematisch dazu. Ihr seht, an der Frisur, da waren die Haare noch lang und schwarz gefärbt, was wirklich auch keinen Gefallen getan hat, optisch überhaupt nicht gepasst, aber er hat gedacht, sieht true aus, dann muss das her. Paar Jahre vor dem, was wir gerade reacted haben. Das heißt, Drachenlord sind die Hater egal. Und dann schauen wir mal, wie gut das hier jetzt gealtert ist im Vergleich zu dem, was wir gerade hatten, ja, wo er hier den Real Talk getalkt hat, ne? Ich weiß gar nicht auch, wie das Video jetzt wieder geartet wird. Er labert wieder über Hater und über Trolle und er heult wieder rum. Ja, wenn du das genau weißt, Rainer, warum nimmst du dann das Video auf und warum lädst du es dann hoch? Nee, das hier ist wirklich jetzt schon, das ist wirklich maximale Qualität, ne? Ich verstehe es einfach nicht. Ich lade Wie viele Zähne der damals noch in der Fresse hat, aber ein Video warte. hoch, das ist echt ohne Scheiß. Ich verstehe es Shit. einfach nicht. Hier sieht man es ein bisschen. Wenn ihr da genau hinschaut, seht ihr, dieser Zahn, den mir ja der böse Hater mit dem Schlagstock angeblich aus der Fresse gemeldet hat, der ist hier schon komplett Ich lade schwarz. ein Video hoch, das ist echt ohne Scheiß. Ich lade ein Video hoch und schalte es frei. Und was ist? Es ist innerhalb von 15 Minuten auf Lachschon. Spätestens. Ja, Rainer, merkst du was? Dann denke ich mir einfach nur noch, what the fuck, habt ihr kein Leben? Ich meine, Rainer, die haben einfach eine schnellere Internetleitung als du. Nur weil du für so ein Viertelstunden-Video 3 Tage brauchst, mit Aufnehmen, Schneiden, Ändern, Hochladen, harte Arbeit, die drücken auf Download und 5 Minuten später drücken die auf Upload und dann ist das auf Lachschon, Digga. 90% von den Leuten, die trollen, kommen von Lachschon, Crowdschon und Bandianer und was weiß ich wo noch her. Schau, so, Crowdschon und Lachschon sind auf jeden Fall die Hauptkaschbälle. So, jetzt denke ich mir einfach nur noch, ich lade ein Video hoch. Habt ihr nicht... Ich bin Hauptkaschbälle. Aber sowas von, Rainer. Respect my authority. Besseres zu tun, als da zu hocken und war das F8? Ich glaube, das war F8. F8 zu drücken und ständig die Seite zu aktualisieren, bis ich was hochgeladen habe? Nee, Rainer, damals hat es auch schon Leute gegeben, die so ein bisschen pfiffiger waren und die dann halt, ne, auch da gibt es Bots und dergleichen, die einem sagen, hier und da wurde was hochgeladen. Oder gab es damals diese Glocke? Die gab es damals, glaube ich, noch nicht, oder? Oder gab es die schon? Keine Ahnung. Ich kenne mich mit dem, wie YouTube damals war nicht mehr so gut aus, habe ich echt nicht mehr auf dem Schirm. Ob es da die Glocke schon gab, dass du eine Push-Nachricht bekommen hast. Ich meine, ohne Scheiß, es kann nicht sein, dass da 200, 300 Leute pro Seite sind, aber habt ihr echt nichts Besseres zu tun, als auf eurer Seite zu warten, bis ich was hochlade und dann da irgendwas zu machen? Ich meine, Crowdschon beachte ich gar nicht, da schaue ich gar nicht drauf. Lachschon eigentlich auch nicht, aber bei Lachschon schaue ich gelegentlich mal drauf. Auf Lachschon schaut er nicht, außer wenn er gelegentlich dann doch mal drauf schaut. Wir wissen alle, was das bedeutet. Ne? Also wenn er irgendwas besonders hervorhebt und sagt, das schaue ich überhaupt nicht, safe schaut er das. Ne?
Er hat immer behauptet, Ofi-Videos hat er sicher alle gesehen, von Anfang bis Ende. Ich wette was, die schaut er bis heute noch. Wenn es um ihn geht, in Ofi-Videos schaut er safe heute noch. Also die Aussage, vor allem hat er es gerade selber gemerkt, ja, auf Lachschauen gehe ich nicht. Aber verdammt, ich will denen jetzt erzählen, was ich auf Lachschauen gesehen habe. Wenn ich denen jetzt sage, ich gehe da gar nicht drauf, dann merken die sofort, dass ich schon wieder hier den Lulu-Train bestiegen habe. Ab und zu. Und nur um zu wissen, was da wieder abgeht im Forum und so weiter. Und ohne Scheiß. Rainer, hast du nichts Besseres zu tun, als den ganzen Tag da zu sitzen und zu warten, dass sie da auf anderer Seiten da Edzardler was hochgeladen haben. Immer irgendwie, im Übrigen aktualisieren ist F5. Das sollte man auch damals schon gewusst haben, vor allem wenn man hier mit so Dingen im Internet sein Geld verdient. Aber ja, leider. Wahrscheinlich deswegen checkt das nicht, irgendwie wieder dauernd F8. Ich kann zu jeder Tages- und Nachtzeit da sein. Und zu 99% ist im Forum irgendwas Neues über Drachenlord. Ich habe was gepostet auf Facebook. Ich habe was gepostet auf Twitter. Ich mache gleich einen Twitch-Stream. Mein Radiosender. Ja, das ist doch schön. Das ist doch schön, da kriegst du doch gratis Publicity. Jetzt hätte sich bloß noch irgendwie zusammenreißen und ordentlich aufführen müssen, dann hätte die ganze Sache doch auch wunderbar funktioniert. Du hast dich aber dann für Option B entschieden und das war hier so ein Video aufzunehmen, wo die Leute ankackst und aber mal mit einem ganz großen Foodtruck herkommst, um die Trolle zu füttern. Gibt's gratis Matt für alle. Ja, herzlichen Glückwunsch, Rainer. Ein neues Video. Und dann denke ich mir einfach nur noch, sag mal, ich kann da zu jeder Zeit reinschauen, ohne Scheiß. Ich habe irgendwas auf Facebook gepostet. Rainer, du wiederholst dich schon wieder. Rainer, wir haben es begriffen. Egal wann du irgendwas postest, irgendwer kriegt das mit. So funktioniert Social Media. Du wolltest Social Media prominent werden, das ist es. So funktioniert das. Wenn man einen gewissen Bekanntheitsgrad hat und die Leute dann einem auf Social Media folgen, aus welchem Grund auch immer, ne? Entweder weil man den Content oder die Person feiert oder auch warum auch immer bei dir, dann stellen die Leute fest, oh, er hat hier was gepostet, er hat hier was hochgeladen. Und wenn man da seinen Senf dazu geben will oder das irgendwo anders verlinken will, dann macht man das halt schnell. Hatte ja damals auch jeder alles auf dem Handy. Und 2 Stunden später schaue ich nach und die labern immer noch über das Thema. Habt ihr echt nichts in eurem Leben erreicht, dass ihr euer ganzes Leben lang darauf fixieren müsst, eine Person zu trollen, die noch dazu mittlerweile gar nichts mehr davon hält? Hält da gar nichts mehr davon. Rainer, du hast ja vorher auch nichts davon gehalten. Rainer, das war für dich schon immer. Aber du fütterst sie hier gerade wieder. Das hat er bis heute nicht gecheckt. Ihr seid einfach nur noch solche Vollidioten. Das trifft übrigens auch auf Crouchon und Bandiana, Kasper und was weiß ich alles zu, auf diese ganzen Trolle halt. Und dann denke ich mir einfach nur noch, ihr habt in eurem ganzen Leben doch Nichts Besseres zu tun, Rainer. noch nie was erreicht. Und ich kann das jetzt wieder sagen und das begreifen die einfach nicht, wie ich im letzten Vlog schon gesagt habe. Ja, Rainer, was hast denn du bis dahin gerade erreicht? Das wird echt nicht lange dauern, bis dann wieder irgendwo das Zeug auftaucht. Hat schon wieder irgendwas rumgetrollt. Ach nö. Egal. Zum anderen Thema. Nee, ohne Scheiß, ich bin so fertig, weil ich die ganze Zeit nur noch dran denke, was haben sie denn heute wieder angestellt? Und mittlerweile schon nur noch drauf schaue. Die haben schon wieder irgendwas gepostet und begreifen nicht, dass die das damit nur Jetzt passiert, ist mir das Internet abgeschmiert. Nicht, dass ich es sehen würde. Eine Sekunde, ich versuche das hier gerade zu beheben. Ja, keine Ahnung. Odyssey hat mir wieder Odyssey-Dinge getan, jetzt soll es wieder laufen. dass die das damit nur schlimmer machen. Ja, dadurch werden Trolle darauf aufmerksam, aber mehr von den Leuten, die das anschauen, sind dann entweder Dora und schauen sich das an, okay, cool, oder interessiert mich nicht und klicken weg. Aber Ne, die sind da nicht da und sagen, okay, cool. Nein, das ist auf Trollseiten verbreitet worden. Natürlich kommen dann auch nur Trolle wieder. von den ganzen Leuten, die das anschauen, Und wer soll das cool finden, was du da... Wer denkt sich dann, wenn er das hier sieht, sagt er, war das ein vernünftiger junger Mann.
Das ist super Content, das ist alles top ausgeleuchtet hier. Einwandfrei. Da bin ich mal gespannt, was der in Zukunft so macht. Schauen. Es sind jetzt vielleicht 2 Leute oder was, oder 3 Leute, wo trollen und ungefähr 5 oder 6, also in Prozentzahlen, und 5 oder 6% von denen schauen dann das an, weil es ihnen gefällt oder so. Oder werden darauf aufmerksam und denken mir, boah, der ist geil, der ist natürlich, der macht sein Ding. Ja, genau das haben sie alle gedacht, Rainer. Der ist total geil, der ist natürlich, der macht sein Ding. Das hat er sich eingeredet, dass das ist sein Markenkern ist, dass er voll geil, natürlich ist und sein Ding macht, Rainer. Ne, die haben sich gedacht, der ist hageldumm, arrogant und beleidigt die Leute und bringt absolut unterirdischen Müll-Content. Scheiß drauf, was die anderen machen und was die anderen wollen, weil ich mache mir nichts vor. Ich komme vielleicht für viele oft dumm rüber. Aber ich denke, das, was mich wirklich geil macht. Weil sie ein bisschen, ja, hat es vorher wieder einen Krapfen gegeben. Wieder Puderzucker auf dem T-Shirt. Abgesehen davon, dass ich hier einen Fleck hatte. Oder ja, Rainer, das ist man von dir gewohnt. Ja. Wie gesagt, Rockstar hat damals mitgeschrieben, wie lange du welches T-Shirt angehabt hast. Und es waren Wochen mit einem und demselben T-Shirt. Das, was mich aber wirklich richtig geil macht für die meisten Leute, denke ich, ist die Tatsache, dass ich einfach anders bin. Ich bin nicht irgendwie, oh, ich muss mich jetzt gezwungen so hinsetzen und so labern. Ich habe vor ein paar Tagen ein Video reacted, wo du da durch die Schanze gewongelt bist mit deiner Fisheye-Optik da und dich genauso aufgepumpt hast. Oh, ich bin ein Bodybuilder, Digga, oh, volles Monster. Weiß ich nicht, die ist nicht gut gealtert, die Aussage. Nein, ich bin einfach ich bin lockerer Mensch, ich sitze locker rum, ich mache mein Zeug locker. Ja, du bist super locker, ganz locker. Das hier, dieser 4-Minuten-Rant über die Elzeler Kackhater, die dir auf Lachstunden auf den Sack gehen, kommt super locker rüber. Diese verkrampften Hände bei deiner ganzen Gestikuliererei, das macht es noch viel lockerer, Rainer. Ganz ehrlich, ungefähr so locker wie mein Arschloch, wenn ich massiv Verstopfung habe. Genau so locker siehst du aus. Es ist unprofessionell größtenteils, aber es ist mir egal, weil ich das bin und das wollte ich immer so machen. Ich weiß gar nicht genau, wie das Video... Er wollte das immer machen. Da war das Video zu Ende. Und Rainer, ja, ist unprofessionell. Aber du willst ja das professionell machen. Du willst unprofessionellen Content machen, dafür aber das Lob, die Followerschaft, die Reichweite und vor allem die Barrene bekommen, als wäre es hochprofessioneller Content. Und diese Divergenz zwischen diesen zwei Dingen, die ist dir nicht bewusst. Das haut halt nicht hin. Du kannst entweder sagen, so wie ich, hey, wir machen hier Low-Effort-Bullshit, One-Taker, Reaction-Kasperei. Das ist dann unprofessionell, dann bleibst du halt auch auf einem unprofessionellen Level. Oder du kannst sagen, ja, ich stecke da massiv viel Zeit, Energie etc. rein, um da wirklich hier Kohle dann auch rein, ne, mit Hintergründen und Zeug und dies, das, Ananas. Dann kann man irgendwann erwarten, vielleicht, dass wenn man es professionell macht, dass dann auch man auch als professionell angesehen wird. Rainer, du kannst nicht irgendwo hinscheißen und sagen, ist Schokoladenpudding. Und dann erwarten, dass dir die Leute den Marktwert Schokoladenpudding dafür bezahlen. Und das runterlöffeln und dabei noch sagen, Rainer, gut hast du das gemacht. Das kannst du nicht erwarten und das ist dein Problem gewesen. Von damals bis heute. Ich sag's euch, der sitzt heute da in Zobis in seinem scheiß Monteurszimmer und denkt sich immer noch jeden Tag, ich war ja immer real und ich habe ja das absichtlich unprofessionell gemacht und dass ich den Erfolg nicht hatte und jetzt hier nicht der große Internet-Kasperle bin mit Millionen von Followern. Das ist total ungerecht und das haben mir nur die Hater kaputt gemacht und da kann ich gar nichts für. Das denkt der bis heute safe. Na gut, Leute. In diesem Sinne. Tut nicht, was Rainer tut. Mehr Love.